Neuer Monat, neue Energie und somit herzlich willkommen, liebes Feuerzeichen, zu deinem Monatsreading. Ich bin Madame Mystik und entführe dich heute in die Welt der Orakelkarten, wie immer mit dem Mystik-Orakel. Ja, der Monat Mai geht los, neue Energie, neue Chancen, Möglichkeiten und genau das schauen wir heute an. Ganz eine andere Legung. Ich habe schon ausgelegt und zwar, da ich ja nicht normal bin, mache ich auch keine normale Kartenlegung. Für die Karten legen, würden sich jetzt wahrscheinlich auf die Stockzehe beißen. Heute gibt es ein grosses Blatt, was man normalerweise mit der Lenormand-Karte legen würde, aber nein, ich bin ja nicht normal, ich lege sie mit meinen Orakelkarten. Genau, wir vertiefen das Ganze und, ganz wichtig, schau auch mega gerne in deinen Aszendent rein, ist immer super, super spannend. Ich würde mich natürlich über ein Abo, ein Like und einen Kommentar sehr freuen. Vielen herzlichen Dank für deinen Support. Er ist kostenlos und hilft mir aber ganz fest weiter. So, ich würde sagen, wir legen los. Und zwar ganz, ganz wichtig, falls du denn das Reading noch vertiefen möchtest, gibt es dann noch eine Extended-Version drauf. Ich würde mich mega freuen, wenn du mit mir das Thema noch anschaust. Der Link ist unten in der Infobox. Klick drauf, du wirst weitergeleitet und dann können wir das Ganze noch viel mehr vertiefen. Aber jetzt geht's los. Und zwar, als erstes schauen wir einmal an, auf welcher Energie stützt sich oder läuft man im Mai 2026 so um. Und das sind immer 4 Eckpfeiler, also 4 Standbeine, und die schauen wir als erstes an. Und zwar, in diesem Monat könnte nochmal sehr relevant werden, vor allem in deinen Gedanken, was alles nicht gut läuft. Was nicht gut ist, was man gerne verändern will, oder auch der sogenannte schöne Altlastenrucksack. Und da ganz, ganz wichtig, da kann Bewegung hineinkommen, liebes Feuerzeichen, aber tu dich nicht zu fest darauf fokussieren, was nicht gut läuft, sondern sieh Möglichkeiten dahinter. Weil dann bist du lösungsorientiert und du bist in der Energie, um das, was dir nicht gut tut, das, was dir nicht dienlich ist, anfangen zu verändern. Und wenn man nur auf Problematik sich fokussiert, dann kann das nicht weitergehen. Dann ist man nur in dieser destruktiven Energie, anstatt einmal in eine andere Energie zu kommen und auch die Chancen anzuschauen. Das hat auch mit Wertschätzung zu tun, dass man eben auch wieder einmal die kleinen Sachen sieht, die wunderbar sind, wertvoll, erfüllend und nicht nur, was Scheiße ist. So, also, ganz wichtig, ordne deine Gedanken, schau wirklich gut, dass wenn du in destruktive Waschmaschinen oben kommst, dich immer darauf fokussierst, was sind die Chancen dahinter. Ganz wichtig, ich weiss, es ist super einfach gesagt, aber du schaffst das, liebes Feuerzeichen, du schaffst das wirklich. Man muss nur den Willen haben, um mal den hohen Stoppknopf von dieser Waschmaschine einfach mal zu drücken. So. Dann, was haben wir noch sonst als Eckpfeiler? Und zwar, es geht ganz, ganz fest darum, dass man ausbrechen möchte. Ja, erstaunt mich natürlich nicht, wenn wir hier auch noch das Hindernis drin haben. Also, man will aus diesen festgefahrenen Sachen, die einem nicht mehr dienlich sind, ausbrechen und auf Deutsch gesagt die Lebenssprosse erklimmen und halt eben ein Treppchen raufgehen. Kein Retour mehr. Und das ist auch gut, so liebes Feuerzeichen. Bleib in dieser Energie, in dieser vorwärtstreibenden Kraft, aber bitte nachhaltig und immer aus dem höchsten Gut und nicht aus Ego raus. Weil dann wird es feurig und dann verbrennst du nicht nur dich selber, sondern auch andere. Dann fängst du an, einen Brandherd zu legen. Und das braucht es nicht. Du darfst das Feuer nehmen für Transformation, aber nicht, um deinen Willen durchzusetzen. Einfach damit du in die Freiheit kommen kannst. Und ja, vielleicht ist das schon lange irgendwie stagnierend. He? Der Drang zur Freiheit, in die Erfüllung,
der ist ja nicht erst seit gestern, sondern das ist, weil schon lange Themen, Situationen, Momente herum sind, die dir nicht gut tun, die du gerne verlassen willst. So, die Frage ist aber auch, erlaubst du dir die Freiheit? Erlaubst du dir, die Flügel einmal zu öffnen und zu sagen, ich bin vogelfrei? Weil die Erfüllung und die Fülle und die Freiheit, egal was im Leben, ich sage jetzt, eine hochschwingende Frequenz oder destruktive Energien, das sind alles Entscheid. Entscheide dich. Das bedeutet aber auch, dass man halt eben sich nicht nur auf «das läuft scheiße, das ist nicht gut» konzentriert, sondern wenn man die Chance dahinter sieht und sagt «let's go» und jetzt laufe ich. Und jetzt fange ich an zu verändern. So. Ich möchte aber noch wissen, mit was hat es hier mit dieser Freiheit auf sich? So. Und zwar, das sind ja einige Karten, ich muss einmal ein bisschen schauen. He? Wo haben wir noch? Liebesfeuerzeichen. Im Monat Mai geht es ganz, ganz fest darum, wenn du in deine Freiheit kommen willst, vogelfrei und alles darf leicht und locker und geschmeidig sich anfühlen im Leben, dann geht es darum, dass du das Leben wieder mal spielerisch anschaust, nicht als Kampf, sondern auch spielerisch, kindlich, verspielt, Farben wieder mal erkennen, Sachen erkennen, die nur ein Kind erkennt. Dass eine Wolke aussieht wie ein Smiley zum Beispiel, wo einem schmunzeln lässt, wo ein Kind, ich sage jetzt mal, Scheissfreude hat und findet, «Wow, ist das geil, ob da oben ist ein Smiley.» Und man findet, «Oh, ja.» Aber genau die kleinen Dinge macht es doch aus. Das Spielerische, wieder mal in das Spielerische hineinkommen und nicht alles so eng und stier und Ego, ganz wichtig, Ego im Grinter die Wand. Ich will jetzt das und jetzt ziehe ich das einfach durch. Sondern es geht darum, eine wunderbare Balance zu finden zwischen geben, nehmen, Rationalität, weil Köpfli brauchen wir ja schon auch. Der kopflos durch die Welt durch ist auch nicht so cool. Und natürlich auch die Emotionen. Wenn du möchtest, dass vogelfrei ist, dein Leben, in Leichtigkeit, dann brauchst du alles, alle Ressourcen von dir und das vereint. Und das bedeutet, wären wir beim Thema Anima und Animus, dass man die vereint. Weil man kann nicht nur aktiv sein, dann kommt man irgendwann aus der Latsch. Und vor allem ist man dann nicht emotional, die inneren Bedürfnisse fehlen völlig. Man hat kein Draht zu den inneren Bedürfnissen. Und wenn wir nur emotional sind, sind wir passiv. Das ist auch anstrengend. Da kann man ja gar nicht aktiv kreieren oder wirken. Ich hoffe, du verstehst schon fast, was ich raus will. Es braucht wirklich beides. Also, schau in deinen inneren Mann, deine innere Frau an. Wo gehst du? Wie viel gehst du? Wo bist du emotional? Wo bist du nicht emotional? Wo ist nur Ego und nur Kopf? Zack. Meine Struktur, ich will dorthin und fertig, lustig. Das ist der Schlüssel für die Freiheit. Auch wieder mehr in das Empfangende zu kommen. Sicher nicht für alle, aber für einige ganz wichtig. Du musst nicht immer leisten, damit du dorthin kommst, wo du gerne hin möchtest. Man kann auch passiv sehr, sehr aktiv sein. Sehr aktiv. Wann hast du das letzte Mal etwas passiv-aktives gemacht? Jetzt denkst du sicher, was erzählt dir um Gottes Willen? Ganz einfach. Einfach mal hergeguckt. Kein Telefon in die Hand. Einen guten Tee, Kaffee, ein gutes Getränk.
einfach dort gehockt und hast einfach mal gefühlt. Wenn man fühlt, ist das sehr passiv-aktiv. Du bewegst dich nicht, aber dort drinnen geht ein riesen Prozess. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Wenn du dich nicht daran erinnern kannst oder wenn es schon lange her ist, mach das wieder einmal. Oder einfach Musik hören und Gefühl oder Bilder, die in einem entstehen durch Musik, einfach zuzulassen. Passiv-aktiv. Du musst nicht immer leisten. Durch das, wenn du das machst, das Passiv-Aktive, bist du automatisch in einer ganz weiblichen Urkraft, Weisheit, Intuition, fühlend, aber auch empfangend. Wenn du nur leistest und nur im männlichen Prinzip drin bist, dann kannst du nur geben. Die annimmt, ist die Frau. Die innere Frau, die innere Weiblichkeit. Und das ist egal, ob du Männlein, Weiblein, was auch immer bist. Wir haben beides in uns angelegt. So, gehen wir weiter. Was haben wir noch? Im Mai, der 3. Eckpfeiler, im Mai haben wir auf jeden Fall noch auf dem Prüfstand, nur keine Panik, alles gut, auf dem Prüfstand. Und zwar, schau deine Beziehungen, Verbindungen, Verträge genau an. Weil dort sind einige Sachen rum, die dürfen wir schon lange loslassen. Was ist gemeint mit Beziehungen und Verbindungen und Verträgen? Das können Menschen sein, das kann Beziehung zu dir sein, wo gewisse Sachen nämlich unter die Lupe nehmen, wie du mit dir umgehst, wie du eine Beziehung mit dir führst. Aber auch Beziehungen ist nicht nur Liebesbeziehungen, sondern man hat ja auch Beziehungen, zum Beispiel wenn man in einem Verein ist, dann hat man eine Vereinsbeziehung, man hat zum Beispiel Bekannte, Verwandte oder auf der Arbeit Beziehungen, Verbindungen. So, Prüfstand. Schau es nochmal genau an, mit wem willst du wirklich noch Kontakt haben, mit wem nicht, weil du nährst dort mit deiner Energie Verbindungen, die dir vielleicht gar nicht dienlich sind. Und dann fragst du dich, warum dass dir vielleicht sogar ein Feuer irgendwo fehlt. Haushalten wirklich gut mit deiner Energie, ganz wichtig. So, dann, was haben wir noch? Verträge. Schau auch mal deine Verträge gut an. Also im Mai, falls du vorhast, irgendwelche Verträge zu unterschreiben. Das heisst, Mietvertrag, du kaufst ein Haus, eine Wohnung, machst ein neues Handy-Abo, brauchst eine neue Versicherung, weiss der Google was. Schau sie genug an. Genug gut an. Nimm sie unter die Lupe. Und für die vielleicht schon lange auf einen Vertrag hinschaffen, wie sie vielleicht zügeln zum Beispiel und einen neuen Mietvertrag gerne möchten, der Monat Mai ist super, sich dem Thema hinzugeben. Aber alles unter die Lupe nehmen. Weil es darf dort wirklich eine neue Energie reinkommen. Also die wissen, sie müssen sowieso etwas unterschreiben, Vertrag gut unter die Lupe nehmen. Die schon lange eigentlich mal einen Vertrag unterschreiben und schon lange auf das am Herarbeiten sind, am Shiften sind, ist der Mai ganz eine gute Möglichkeit. Also, falls du umziehen willst, schau im Mai einmal nach, nimm mit dem Grind durch die Wand, eins ums andere. Und wenn etwas nicht klappt, nicht denken, das ist alles so scheiße und es klappt nicht. Nein! Schau es als Chance, schau es als Möglichkeit. Okay, dann ist es noch nicht das Richtige. So, genau. Dann als letzter Eckpfeiler, als letzter 4. Fundament von dieser ganzen Energie, wo sich hier im Mai darauf stützt, haben wir Liebesfeuerzeichen. Wo ist deine Intuition? So, schaff ganz gut mit ihr im Mai, weil der Mai schupft dich wortwörtlich in Erfolge.
mit dem geistigen Team, mit was auch immer. Sie schupfen dich förmlich. Also, da die Fühler ausstrecken. Du die Fühler ausstrecken und der Impuls wirklich wahrnehmen, weil sie führen dich in Erfolg. Jetzt ganz wichtig. Wenn sie dich schöpfen, es könnte ein bisschen emotional werden. Aber es ist nicht dort, um dich zu bestrafen, sondern weil es in dir etwas shiftet und das kann sowohl etwas alt sein, da wären wir wieder bei Hindernis und Altlasten und Rucksack da, weil es etwas shiften kann, weil es vielleicht noch etwas antriggert. Es kann aber auch emotional etwas Schönes sein, dass man etwas spürt, Freude, eine Erleichterung. Der Impuls, das sind nicht einfach so, du hast den Impuls, sondern die machen etwas emotional mit dir. Darum, ganz wichtig. Halt deinen Kanal offen, schau auf die Zeichen. Du hast alles im Rücken, wo dich in deinen Erfolg bringt, mit absoluter Unterstützung. Also, liebes Feuerzeichen. Genau darum braucht es auch die Balance zwischen dem männlichen und weiblichen Prinzip. Weil das männliche Prinzip ist fernab von Urkraft, Fühlen, Empfangen. Also, reich deinem inneren Mann und deiner inneren Frau die Hand und geht miteinander durch Monat Mai. Und erkenne die Zeichen, weil du hast hier eine riesen Führung. Eine riesen Führung. Brutal, also wirklich sensationell. So, jetzt kommen wir ins Zentrum. Und im Zentrum liegt die Stabilität, das Unterbewusstsein, der Abschied und Unklarheiten. Und falls du mit mir das gerne vertiefen willst, dann gehen wir jetzt weiter in die Extended-Version. Ich freue mich auf dich und bis bald.